Dritter Advent und jetzt wird's langsam eng. Denn ich hab für die Familie immer noch kein Geschenk. Ich schaue in meinen Geldbeutel, oh, das ist mager. Naja, am Montag auf zum Kaufland, die haben immer ein billiges Klump auf Lager. Rein ins Geschäft, ich bin voll engagiert, vorbei am Gemüse, die Spirituosenabteilung wird anvisiert. Bin so in Gedanken, bekomm nicht mit, dass ich in die falsche Abteilung lenke, auf einmal umzingelt von einem Haufen Biermischgetränke. Ich steh da voller Angst und mit zittrigen Beinen, Tränen in den Augen, kurz davor loszuweinen. Innerlich hoffe ich immer noch, dass ich dran. Wenn so die Hölle ausschaut, reiß ich mich ab sofort zusammen. Aber bei sowas merkt man einfach, die Geschäftsführung hat keinen Peil. Mittlerweile gibt's für jeden Schmarrn ein eigenes Abteil. So viel Biervergewaltigung kann man doch einem Käufer nicht zumuten. Und auf dem Weg zum Schnaps ist das auch noch die schnellste Routen. Doch das könnt's mir glauben, dass ich um sowas außenrum lauf. Den Umweg von 2 Minuten nehme ich dabei gern in Kauf. Angekommen beim Schnaps fühle ich mich endlich geborgen. Wenn mich der Obstler anlacht, vergängen einfach alle Sorgen. Blutwurz, Wodka, Uso, Gin. So schnell kannst du gar nicht schauen, ist das alles im Einkaufswagen drin. Die Beträge stapeln sie, da Flaschen und da noch ein Drum. Für Thomas ein Willi, für den Papa noch ein Rum. Ein Edelkirsch habe ich auch entdeckt. Und dazu noch ein Jägermeister, der hat noch an jeden geschmeckt. 35 € für einen Whisky, ich glaube, ich bringt der Hut. Da nimm ich lieber den billigen, für einen gescheiten Rausch ist der genauso gut. Wasser geht da, Behrensen, na, gegen sowas habe ich Allergie. Alles unter 20% zähle ich zur Radler-Kategorie. Schnaps als Geschenk hat sich bis jetzt immer bewährt, doch was Antialkoholisches war mal nicht verkehrt. Schauen wir noch beim Restetisch vorbei, da ist doch immer billiges Zeug dabei. Bei solchen Geschenken merkt man einfach, die kommen von Herzen. Für die Schwester gibt's auch Ketten, für die Mom nur eine Duftkerzen. So, aber was ich jetzt im Wagen haben, muss locker gelangen. Jetzt wird zum Bezahlen gegangen. An der Kasse schaue ich nochmal, ob ich das wirklich alles kaufen möchte. Dafür, dass mein Geldbeutel leer ist. Gar nicht schlecht. Aber Mai an Weihnachten soll man mit dem Geld nicht geizen. Der Dispo ist doch dafür da, um ihn voll auszureizen. Vor mir in der Reihe steht mein Lehrer mit einem Kasten Oettinger, ich kann's nicht glauben. Ich hab gleich gewusst, der Typ hat nicht alle Kugeln am Weihnachtsbaum. Nach 10 Minuten Ansteh bin ich endlich dran. Die Kassiererin zieht alle Sachen übers Band, ich zück meine Karten, damit ich zahlen kann. Und was die jetzt zu mir sagt, grenzt an einer Schweinerei. Fragt die mich doch ernsthaft. Haben Sie einen Ausweis dabei? Du Matz, aber jetzt hast du mich grantig gemacht. Mein Schädel wird so rot wie ein Auto, das mit einem Hirsch zusammengekracht. Du blöde Kuh, schau ich aus wie unter 18, sag ich zu ihr. Halt lieber dein Mai und kassier. Beim nächsten Mal möchte ich sowas nimmer hören, Madame. Sonst meine ich noch allerweil rückt man ganz schnell zusammen. So, ich hoffe, das war hier eine Lehre. Er mit dem Einkauf, habe ich die Ehre. Aus dem Geschenke einpacken, werde ich keine Doktorarbeit machen. Kann ich gar nicht. Wie ich das mache, hat jeder was zum Lachen. Geschenkpapier habe ich leider keins gefunden. Zeitung wird's auch, außen eine schöne Schleifmoni bunten. Die Halsketten für meine Schwester pack ich in eine iPhone-Schachtel ein. Schaut's nicht so, ein bisschen eine Überraschung muss schon sein. Mit dem Grusch ist meine Verwandtschaft bestimmt ein Jahr versorgt. Und ihr wisst, wie ein fauler Hund wie ich sich seine Weihnachtsgeschenke besorgt. So, das war's. Wenn's euch gefällt, kommt nächste Woche der Rest. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch ein schönes Fest. Habe die Ehre.